Es ist Mittwoch, der 22. April. Ich begrüße euch mit dem Losungswort Ezechiel 16, Vers 8. Ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Passend dazu der Lehrtext Galater 3,26. Ihr seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Der Bund, das ist das heutige Thema. Wir hätten ihn ja in verschiedenen Formen im Alten Testament, in seiner Definitiven nachher im Neuen. Am greifbarsten für uns ist sicher das irdische Bild, das beste von allen Bildern, nämlich der Ehebund, der Treuebund, wie man so sagt, ein Bund auf das Leben, ein unverbrüchlicher soll es ja sein. Im Moment müssen alle die sich angemeldet haben, eine Hochzeit und ein Datum haben, noch ein bisschen in Geduld üben, wenn genau das wieder möglich sein wird, weiss man noch nicht so recht. Ich habe selber auch einen Sohn, der von dem betroffen ist. Was man nicht alles macht, für das ein solches Fest gelingen kann und für das so ein Bund nachher auch beständig ist. Der erste Tag ist ja ein sehr wichtiger, es ist der Grundstein. Ich kann mich gut an meine erste Trauung erinnern, die ich durchgeführt habe, noch in der Zeit von meinem Vikariat in Adelboden. Stattgefunden hat sie im tiefen Emmental. Und wie es sich so gehört für einen Vikar, habe ich alles gut und solid vorbereitet, fahre gemütlich gegen Frutigen zu, aber auch plötzlich fahre ich hinter einer Kuhherde auf. Eine grosse Herde. Sie laufen etwa mit 2 bis 3 Stundenkilometer. Ich schaue zwischen ihnen auf die Uhr. Auf den Tacho kann ich gar nicht schauen, das ist viel zu kleine Geschwindigkeit. Und ich sehe, es wird brenzlig. So wie es aussieht, wird es mir nicht mehr länger rechtzeitig dort sein. Man kann nie vorfahren. Man hätte es einfach wissen, aber ich habe es natürlich nicht gewusst, ich bin kein Einheimischer. Ja, und dann irgendwann kurz vor Frutigen zweigen sie ab und gehen einem Bauernhof zu und ich stehe auf das Gaspedal. Ich weiss einfach noch, dass ich mit 120 durch Lützelflühe durchbrettert. Ich habe dort mein Spermi riskiert, ich habe eine hohe Busse riskiert. Und ich komme zu diesem Kirchli, in dem Moment, wo es schon läutet, für einzuziehen. Ich entschuldige mich kurz, erkläre mich kurz. Und nachher, wie wenn nichts wäre, ziehen wir zur Orgelmusik feierlich ein. Das Feierliche, das habe ich im Verlauf der Jahre gelernt, macht nicht gerade alles aus und auch nicht, wie viel das man für diesen besonderen Tag investiert. Ich habe Bilderbücher, Hochzeiten erlebt, ich habe solche erlebt, wo man ein bisschen improvisiert, ich habe solche erlebt, wo sehr viel Geld im Spiel war, solche, wo weniger. Ich könnte sehr viel erzählen. Ich weiss einfach noch, es ist nicht so lange her, habe ich im Oberland eine gemacht. Und ein Jahr nach dieser Hochzeit, mit einer bildhübschen Brut, einem dynamischen Ehemann, habe ich ein Telefon bekommen von ihm, und er gesagt hat, du würdest mich nicht noch mal trauen. Und ich habe gesagt, ich war gerade am Autofahren im Thun, ja, da. Wie wollt ihr noch mal nachtrauen, oder? Was ist passiert? Dann hat er gesagt, nein, es ist in die Brüche gegangen, aber jetzt habe ich eine, mit der wird es sicher funktionieren. Ich hatte nicht Zeit gehabt, zu diskutieren, wie im Verkehr, und habe gesagt, weisst du was, ich arbeite nicht auf Abbruch. Ganz anders war es bei der Trauung, wenn ich das hier auch erwähnen kann, von einem Paar, das die Hochzeitsgesellschaft hat begrüßt, und dann hat es ein Intro gegeben, noch eine längere Musik. Sie sich dort in den Armen gelegen zu einem Bruttanz und haben ganz vergessen, dass so viele Leute da sind. Sie haben einfach nur noch sich selber gesehen, lange in die Augen geschaut und haben es genossen. Und ich habe gemerkt, da ist irgendwie ein Grundstein vorhanden, das ist ein solider Boden. Wenn man alles um sich herum vergessen kann, dann stimmt es irgendwie. Und auch das muss ich beifügen. Nicht einmal feurige Predigten, enthusiastische Gebete, nicht einmal, wenn der Pastor noch vom Ausland herkommt, um mitzuhelfen, nicht einmal dann würde das reichen, für diese solide Grundlage zu bilden. Das Fazit nach vielen solchen Bünden, wo ich selber dabei war, in irgendeiner Form assistiert, ist,
Es ist nicht ein Vertrag mit diversen Klauseln und mit Vertragsbestimmungen. Es ist nicht ein Regelwerk. Es sind nicht Interessen, die aufeinander abgestimmt werden. Aber es ist auch das Gegenteil nicht. Es ist nicht einfach der emotionale Tag, was ausmacht. Die Romantik, die man dort vielleicht herzaubern konnte. All das kommt nicht an das her, wo man muss sagen, es ist das tragende Element. Das lernt man nur bei Gott. Er hat gesagt, ich schwöre es. Ich habe das gesagt mit einem Schwur. Er orientiert sich an seinem Schwur und er kennt nur eine Verpflichtung. Es gibt nur eine Währung. Es gibt nur eine Garantie. Nämlich, der Bündnispartner bringt nichts anderes mit als sich selber. All in. Alles wird auf eine Karte gesetzt. Gott schwört ja bei sich selber. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Bild von einer irdischen Hochzeit. Könnte man denn nicht gleich ein paar programmieren? Könnte man nicht ein paar Schemen einüben, dass es dann funktioniert? Könnte man nicht alles regeln und ein bisschen absichern? Könnte man nicht für gute Unterhaltung sorgen, das Leben lang, sodass man immer wieder einen guten Lohn hat? Warum kann man nicht einfach alles organisieren? Genau für das zu widerlegen, habe ich mir jetzt vorgestellt, machen wir eine kleine Gedankenprobe. Ich nehme es selber auch für mich mit, wenn ich wieder mal eine Hochzeit durchführe. Hier sind 2 einfache Gefäße mit Erde drin. In der Mitte habe ich Körner, gewöhnliche Weizenkörner. Jetzt gebe ich sowohl der Brut wie auch dem Bräutigam ein Gefäß mit Erde und sage, das ist das Leben von deinem Gegenüber. Und nachher gebe ich jedem noch ein lumpiges, kleines Körnchen Weizen und sage, das ist dein Leben. Und jetzt macht das Beste daraus. In 6 Monaten komme ich wieder ein Psyche machen und dann können wir schauen, was so geworden ist. Tatsächlich, nach 6 Monaten, wenn man schauen, sagen sie vielleicht, ja, wir haben hier die beiden Körner aufbewahrt, das war so ein schönes Bild. Wir haben sie hier in diesem Glasbehälter. Zuerst, sie haben noch keinen Schaden genommen und wir werden sie noch länger behalten. Die anderen sagen, ja, wir haben sie eben leider nicht mehr. Wir haben sie gesetzt. Sie sind verloren gegangen. Aber was wir haben, sind die 2 Jahre hier. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, welches ist das bessere Modell. Das Einzige, was du hast für ein Bündnis, für ein Lebensbündnis mit einem anderen Menschen oder für das Bündnis mit Gott. Ich will dazwischen sagen, es ist nicht unbedingt nötig, verheiratet zu sein. Man kann die genau gleichen Sachen auf anderen Ebenen erleben. Aber das Einzige, was du hast, bist du selber. Das sagt ja Jesus. Das Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und nachher stirbt, bleibt es alleine. Und das Wort alleine, das hat mich immer so erschreckt, das hat mich auch traurig gemacht. Das tönt danach, dass es keine Transformation gibt. Dass es langweilig wird. Irgendwann wird es auch hart. Wenn es aber, so fährt Jesus weiter, wenn es in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Jesus selber gibt sich ja in die Erde hinein. Vergessen wir nicht, was Erde heisst auf Hebräisch, nämlich Adam. Er stirbt ja in die Menschheit hinein. Er stirbt ins Menschsein hinein. Er macht die ganze Transformation selber. Durch er sieht, was das kostet. Das ist die Währung vom Bund. So ist der Bund eine Dynamik. Er ist ein Geheimnis. Wenn Gott schwört, dann fließt irgendein Blut. Das ist nicht, weil Gott hat geschworen, ich werde Gerechtigkeit durchsetzen auf der Erde. Nicht das meine ich. So etwas gibt es natürlich in einem gewissen Sinn auch. Aber ich meine etwas anderes. Wenn Gott schwört, fließt früher oder später sein eigenes Blut. Er schwört ja bei sich selber. Er hat ja nur sich, und er hat auf die Karte gesetzt.
Das Ziel von allen Bündnissen, die man hier hat auf der Erde, ist ja das letzte grosse Bündnis, oder eben der Bund ist ja noch mehr als ein Bündnis, die Hochzeit des Lammes heisst es dort. Bis dahin ist ja der Sohn selber ein anderer geworden. Er ist schon ein anderer geworden, der Bräutigam, der wartet auf seine Brut. Er hat das Menschsein lernen kennen, von einer ganz anderen Seite, von Hunger, im Leiden, im Versagen, im Sterben, in der Schuld. Das trägt er jetzt noch als Narbe auf sich. Aber auch die Brut wird nach und nach eine andere. Und das wird jetzt eben ein bisschen darauf ankommen, ob wir das verstehen, all in. Sie lässt sich auch transformieren, wenn sie sich da ganz hineingibt, wenn sie sich in die Gemeinschaft hineingibt. Wenn sie bereit ist, sich selber in den Vorstellungen, ihrem zurückhaltenden Wesen abzusterben. Wenn sie von dieser Freude und von dieser Liebe erfasst wird und sagt, es kommt nicht darauf an, ich kann alles geben. Ich bin sowieso seine und er ist meine. Zu dieser Brut in der Endzeit, wie es so heisst, am Schluss, wenn sie das sein soll, ohne Flecken und Runzeln, gehören natürlich viele Leute, die genau das Gleiche gemacht haben im Verlauf von ihrer Lebenszeit, wo Jesus, dass sie vor ihrem Datum gestorben sind als Märtyrer. Es muss aber nicht das sein, sondern man kann so in einer anderen Form in diesem Leben innen so gestalten und erleben, dass man weiss, ich kann wirklich ihm alles hergeben, was ich habe. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, das heisst, ja, am Schluss wird sie sein, ohne Flecken und Runzeln. Ich wünsche euch einen schönen Tag.